Ja, da haben wir jetzt am Friedhof, der bekannteste Friedhof von, ich traue mir jetzt fast sagen mittlerweile von fast ganz Deutschland. Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es wieder weiter mit der Eberhofer Krimi Film Safari Teil 2. Den ersten haben wir ja schon gemacht bei den alten Eberhofer Hof. Und heute geht es mal richtig zum Eberhofer Kreisel. Ja, wir freuen uns schon. Da kommt nämlich noch eine interessante Person dazu von einem Fanclub. Dabei ist der Thomas wieder. Aber der, grüßt euch. Er macht die mega Fotostrecke. Bin wieder dabei. Und freust dich schon? Ja, sicher. Eberhofer Kreisel. Heute geht's nach Niederkaltenkirchen auf richtig Deutsch Frontenhausen. Ja, jetzt sind wir dann bald beim Eberhofer Kreisel und dann schauen wir mal, ob wir den anderen treffen. Und Im Kreisverkehr, dann befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Und was haben wir da schon? Jo! Oh, den haben sie komplett neu gemacht. Frontenhausen! Jetzt fahren wir den anderen Chester. Franz Eberhofer Kreisel, Ziel erreicht. Und jetzt fahren wir zu unseren Kollegen. Der steht da unten. Unglaublich, aber wahr. Hallo, grüßt euch. Sind wir, glaube ich, am richtigen Ziel. Jetzt haben wir ein bisschen Verzögerung gehabt, weil ein LKW vor uns gewesen ist. Und du bist der Werner. Der Werner, genau. Vom Vom ersten offiziellen Franz Eberhofer Fanclub e.V. Und das ist die Frau. Genau, das ist die Daniela. Daniela. Super. Genau. Und jetzt haben wir alle beieinander. Genau. Und ich würde sagen, Servus, grüß euch miteinander. jetzt brauchen wir zuerst dann irgendwann einmal eine Leberkasse. Genau, wir holen uns dann eine Leberkäse beim Simmerl drin. Dann würde ich sagen, viel Spaß bei dem Video. Eberhofer Krimi Film Safari, haben wir eh schon im Auto drin gesagt. Und jetzt schauen wir zuerst einmal, oder fahren wir gleich woanders hin? Wir können entweder zum Simmerl gleich reinfahren, dass wir innen drin was machen. Das war auch kein Problem, weil innen drin sind ja ein Haufen Drehorte. Machen wir es gleich so, oder? Stimmt, also die Genau. Susal-Wohnung. Genau, wir können uns dann die Wohnung von der Susi anschauen. Ja. Wir können uns dann einen Flötzinger anschauen. Der ist ja auch da. Der ist ja auch da, und zwar gleich gegenüber von der Kirche. Die Kirche hat übrigens auch eine Bedeutung in die ganzen Eberhofer Filme. Ein Flötzinger meine ich. Flötzinger. Der Heizungspfuscher. Ja, zum Heizungspfuscher. Und da werden wir- Heizungspfuscher. Ja, genau. Das ist ja auch da drin. Das ist aber eigentlich eine Autowerkstatt. Aha. Es wird die komplette Werbung, was von der Autowerkstatt da ist, wird für die Filmarbeiten wird alles runter da. Auch die Leuchtereklame, auch was am Schaufenster da ist. Und wird komplett neu beklebt für den Flötzinger. Kommt nach den Dreharbeiten wieder alles runter und dann kriegt der Autohändler seine Begebung wieder drauf. So, jetzt gehen wir mal da hin, wo der Maibaum stand. Genau. Ist, oder Jetzt schauen wir uns einmal das an. kann man sich nicht vorstellen, dass da jetzt ja, kein Maibaum steht. Und zwar haben wir hier. Also da steht jetzt echt ein Maibaum. Genau. Meine lieben Eberhofer-Fans, ich grüße euch jetzt hier aus Frontenhausen, dem echten Niederkaltenkirchen. Neben mir steht meine zweite Vorständin, die Daniela. Ich bin der erste Vorstand, der Werner. Wir stehen ja jetzt hier am Maibaumloch, hier am Marktplatz in Frontenhausen. Da steht eigentlich immer der Maibaum dann drin. Geil. Der Maibaum, ihr wisst es ja, ist ja auch deshalb da gestanden, weil sie an Eberhofer wieder nach Niederkaltenkirchen zurückkommen wollten, weil er war ja nach München versetzt. Das hat doch der Mora schon gesagt. Es müsste halt wieder mehr passieren in Niederkaltenkirchen. Dann sind sie doch auf die Idee gekommen, dass die Maibaum umhauen. Hat doch der Simmerl mit seinem Metzgermesser doch versucht, den Maibaum umzuhauen. Sie haben es zwar nicht ganz geschafft, er hätte eigentlich laut Filmrequisit um 21 Uhr fallen sollen.
In der Früh um 0:30 Uhr ist er dann gefallen, aber die Richtung hat gestimmt, wo genau hier draußen Genau, wo das das Auto gestanden Auto ist, der gestanden. Audi vom Moracek. Da wo jetzt mein Auto steht. Wo ich denk, Genau, In Höhe da. genau, in Höhe, wo jetzt ein Auto steht. da bin ich jetzt froh, dass der Maibaum weg ist, weil sonst Genau. Und sie haben aufgehört zum Hinklopfen und auf einmal ist er halt dann im Film dann doch gefallen. Einfach so von sich aus. mega geil. Das hat diese Geschichte mit dem Kanaldeckel auf sich, weil immer viel meinen, es ist ein stinknormaler Kanal. Da haben wir also schon mehr gefragt. Dann habe ich gesagt, ja, was glaubst du, was das ist? Ja, haben sie gesagt, das ist ein Kanal. Nee, habe ich gesagt, das ist das Maibaumloch. Ich gesagt, da steht immer der Maibaum herin. Das ist genau der Weg zum Rathaus. Das berühmte Rathaus. Genau, da ist er praktisch ja. Genau, wir haben jetzt hier am Rathaus da von Frontenhausen, wird auch für Niederkaltenkirchen verwendet. Es wird aber hier dann viel umgebaut für den Film. Es kommt zum Kulissemäßig. Beispiel der Briefkasten kommt weg, dann die Schuld- und Marktverwaltung Frontenhausen kommt weg. Das von Bayernwählern ist weg. Es sieht man also alles nicht mehr. Da wird dann eine Schuld- und Polizei hingeschraubt. Da haben noch die Löcher, oder? Da sieht man da noch die Löcher in der Wand herinnen. Da kommt dann das Schild her, Da kommt dann das Polizeischild drüber. Genau, da kommt das dann, kommt weg. Das kommt weg da und dann kommt hier mittig das Polizeischild hin, dass man das sieht. Also komplett. Das hier quasi, aber das ist natürlich nur die Außenansicht von der Polizei. Es wird innen drin im Rathaus nichts gedreht. Genau. Das ist nur die Außenansicht, die Polizeistation Genau. selber. Da wird die Kulisse bloß kurz umgebaut Genau. für den Film. Genau. Genau, die Polizeistation selber gibt es zwei in München. Das ist einmal in der Landsberger Straße im Hauptzollamt oder dann im Großmarkt draußen im Kontorhaus 2. Da haben sie zwei identische Trakte, die wo genauso ausschauen. Es kommt immer darauf an, wo es gerade frei ist, da drehen sie dann da drin rein. Wird dann Die da in München. Eisdiele. So, wir haben jetzt hier bei der Eisdiele. Es ändert sich da am Namen vom La Piazzetta ändert sich nichts. Was sich hier ändert, diese ganzen Überdachungen, was ihr jetzt da seht, die Sonnenschirme, kommt alles weg. Es wird alles, sage ich mal, auf ca. 40 bis 50 Jahre zurückgesetzt. Das heißt, dass diese alten Plastikstühle, was man damals noch kennt hat, diese bunten, das wird dann hier alles aufgebaut. Das ist dann die Eisdiele. Aber wie gesagt, was ihr jetzt da seht, das seht ihr gar nichts, das ist alles weg, ist alles umgebaut. Mega. Aber es ist wirklich hier ein mega Filmort. Das ist ein Originalschauplatz hier, wo wir jetzt uns hier befinden. Im La Piazzetta, da wo die Susi damals mit ihrem Jumpster aus den Stauden Eis geschleckt hat, wo sie auch mit dem Fleischi, genau, da wo sie beobachtet worden ist, vom Simmerl und vom Flötzinger. Die haben ihn ja dann angerufen und haben gesagt, du rauf, die Susi, die schlägt da Eis. Da hat er gesagt, der Eberhofer, die Susi kann Eis schlecken, mit wem sie will und so lang sie will. Hier ist sie, die Metzgerei Simmerl. Ja, wunderbar. Die Metzgerei Simmerl in Wirklichkeit heißt Feinkost Metzgerei Stadler. Ganz einfach. Da werden wir natürlich dann eine leckere Leberkassimi holen. So schaut es aus. Jetzt sind wir bei Metzgerei Simmerl und und dann schauen wir weiter. Cool. Ihr könnt mir eine Leberkassimi, ne? Die leckern. Ja, Ah, Fleisch ist schon richtig. Hunger. ja, 4 Stück. 4 Stück. Ja, das heißt mit 4 Stück 4 gescheite Leberkassimi. Ja. Nein, sind es nicht. Unter 5 cm ist Aufschnitt. Also darfst du sowas nicht. Wir alle miteinander halt, oder? Ja. Der Herzogmaler hat halt Der Herzogmaler hat halt Der Herzogmaler hat frei. Das macht Der ist halt nicht da, weil der kriegt ein 50 fürs Herzog. Ah, ja. Kann jeder da geben? Das ist unser Herz. Tafel habe ich nicht vergessen. Richtig. Das war Brotzeittüten, oder? Ja, das sind die Brotzeittüten aus dem neuen Film. So, Und in Säuen. wir haben jetzt eine kurze Pause gemacht und die dicken, fetten Leberkassemen haben jetzt bloß noch so klar. Die haben wir abgedrückt. Da sind wir davor wieder dicker geworden. Und nach der Pause geht es wieder weiter. Ja, wir haben noch mehrere Locations da, aber jetzt werden wir zuerst einmal was trinken. So schaut es aus.
Weil nur rackern geht nicht. Wir gehen jetzt weiter zum nächsten Drehort. Genau. Die Eisdiele haben wir gesehen, das Rathaus haben wir gesehen. Und jetzt gehen wir zu weiteren Drehorten. Wir schauen einmal ein bisschen umeinander. Lasst Wir euch haben überraschen, wo wir jetzt hingehen. eine sehr gute Führung heute und schön, dass wir es kennengelernt haben. Freut Ja, mich. freut mich auch. Mit der Frau. Freut mich auch, Helmut. Freut mich auch. Dann der Mega-Fotograf, der Megastar. Ja, er macht schon geile Fotos. Nur Statist. Dann darf ich sagen, wir gehen weiter, oder? Lasst euch überraschen, was jetzt noch kommt. Genau, so schaut es nämlich aus. Das ist die Kirche von Frontenhausen und ich glaube, jetzt schauen wir zum Friedhof, oder? Kann das sein? Gibt es da einen Drehort? Nein, wir haben schon am Drehort jetzt. Wir haben schon am Drehort, an 2 Drehorte. Das ist ja, So, der Fletzinger. Autoreparatur Lorenz wird für die Filme, wenn es gebraucht wird, umbaut zum Flötzinger. Das, was ihr hier hinter uns seht, ist dann der Heizungstuscher. Es kommen die ganzen Beklebungen, alles was dran ist, kommt runter. Auch oben die Reklame wird dann alles mit Flötzinger gemacht. Das wird komplett umgebaut für die Filme. Bleibt die Hausnummer? Die Hausnummer, die bleibt dran. Dann wäre es Identifikation. Also mit der Hausnummer. Die Hausnummer bleibt auf jeden Fall dran, aber alles, was so hier jetzt an Begebung ist, kommt alles runter. Also alles, was auf Autohaus Man sagt hindeutet. jetzt zum Beispiel, Alles, Sie was haben, mit Lorenz zu tun hat. Sie haben zum Beispiel, sagt man jetzt schon, die Fensterbegebung haben sie schon runtergemacht. Da war jetzt vor 14 Tagen war die Fensterbegebung noch dran, vom Autohaus Lorenz. Also die haben schon weg, das heißt, die werden jetzt in Bälde wahrscheinlich alles komplett umbauen, dann wird das wieder wahrscheinlich dann für die ersten Szenen zum Flötzinger werden. Wenn man das jetzt so sagt, wie gesagt, also es ist, die Fensterbegebung ist schon weg. Die war jetzt vor 14 Tagen war die noch dran. Einen Fletzinger, den haben wir schon Ja. mal hinter uns. Genau, Also wie gesagt, so schaut das aus. genau, Kann man sich nicht vorstellen, aber es ist so, im Film wird alles komplett. genau. Es Umgeändert. wird alles komplett umgebaut hier. Und jetzt schauen wir, ob wir noch einen weiteren Drehort finden. Ja, den haben wir schon gefunden, wir brauchen uns bloß umdrehen. Die Kirche. Das ist die Kirche. Das ist die Kirche, da wo unser Herr Eberhofer und seine Susi hätten heiraten sollen, wo er doch dann nicht gekommen ist. Und ich weiß nicht, es werden sich bestimmt viele erinnern an diesen Pfarrer hier, der den Gottesdienst gehalten hat, wo er dann gesagt hat, auf durchgeschaut, ja, wo bleibt er denn wieder? Das ist übrigens kein Statist. Das ist der Pfarrer hier aus Frontenhausen, der Pfarrer Viermeier. Der Der Originalpfarrer. Originalpfarrer, also es ist kein Statist, es ist ein richtiger, wirklicher Pfarrer. Und da gibt es jetzt noch eine kleine Anekdote dazu. Und zwar ist die Enzi Fuchs ja in der Kirche schon drin gewesen und der Pfarrer Viermeier kommt einer. Dann sagt die Enzi Fuchs zu ihm, du bist der richtige Pfarrer. Er hat gesagt, na, hat uns erzählt, der Pfarrer Viermeier, die Anekdote. Also es ist Wahrheit. Dann hat er eine Notlüge gebraucht, sagt sie, nein, ich bin nur Statist. Er sagt sie, nein, sagt, ich kenne dich, er sagt, du bist der richtige Pfarrer. Er sagt, liegen wir nicht an, weil der Pfarrer darf nicht liegen. Also man hat ihm diese Ausstrahlung angekannt, dass er ein richtiger Pfarrer ist. Er hat gesagt, ich habe die Frau nicht anlegen können. Also ich habe sie dann zugehört und gesagt, ja, ich bin der Frontenhausener Pfarrer. Ja, das ist also ein wahrer Pfarrer, es ist kein Statist gewesen für diese Hochzeit. Und die Ministranten waren die Kinder von der Pfarrsekretärin. Also so alles Also bestens. wunderschöne Kirche. Ist eine wunderschöne Kirche. Kennt man. Wirklich, also es ist wirklich wunderschön anzusehen, die Kirche. Diese ganzen Baustile, wenn man drin ist, wir waren da schon öfter drin. Auch. Es ist wirklich wunderschön. Kommt, schaut es euch an, es rentiert sich. Für alle, die Interesse an barocke oder romanischen Gebäuden haben, ist diese Kirche wirklich sehr empfehlenswert in Frontenhausen. Gut, dann schaut mal alle vorbei. So, Drehort Nummer 3, 4. So, jetzt gehen wir zum 4. Jetzt gehen wir zum 4. 1, 2, 3. Haben wir nicht mehr gelaufen. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist die Wohnung vom Susal. Ja, genau. Man kann es So. wieder erkennen. Die Haustür ist ja noch gleich, oder? Die Haustür ist nicht die gleiche, ja. Ist Original. alles gleich. Wir sind jetzt hier bei der Susi, da wo der Eberhofer ihr den Antrag gemacht hat, wo sie dann zu ihm gesagt hat, hast du nicht irgendwas vergessen? Und dann hat er doch gemeint, ja, muss das überhaupt sein, wir heiraten ja eh bald. Weil er doch einen Ring vergessen hat. Er hat jetzt zwar die Rosen gebracht und einen Grimmsäck, das was ihm der Vater noch gegeben hat, das was er nur daheim gehabt hat. Den kennen wir übrigens, der Eisi Goldbest ist, den kennen wir schon über 20 Jahre. Der spielt ja auch hier mit, der spielt ja an Eberhofer. Ja.
Und wenn er nicht gewesen wäre, dann hätte der Eberhofer, der Franz, nicht einmal Blumen oder einen Grimmsäck gehabt. Den hat er ja ihr dann hier gebracht und hat ihr den Hochzeitsantrag gemacht, aber halt ohne den Verlobungsring. Und dann hat sie im Haus dann natürlich wieder vor der Nase zugeschlagen, weil er ja rein wollte zu ihr. Das ist so die kurze Geschichte dazu. Und da ist die schöne Kirche im Hintergrund. Die ist genau. Das zweite von links ist das Fenster. Das zweite Fenster von links ist Das ist genau da, wo die Szene war mit dem Bus. Da war der Bus gestanden, gell? Genau. Ja, Das ist genau dieser Drehort. Genau, Also ein bisschen weiter zurück vielleicht. genau, Hintergrund die Kirche und hier genau, richtig. hat sich das Ganze abgespielt. Und da ist die Wohnung von der Susi. Genau. Da wo er ja auch in einer anderen Szene hat er ja das Fenster kaputt gemacht mit einem etwas größeren Kieselstein. Genau. Da wo sie dann angerufen haben in Eberhofer, er muss sofort kommen, aber dann gesagt hat, ja, er ist so beschäftigt, er hat jetzt momentan keine Darum Zeit. haben da ständig neue Fenster drin. Nein, ist aber Genau. gut. Wobei aber derjenige, der war angerufen hat, nicht gewusst, dass der Eberhofer schon vor der Tür steht. Dass der gerade der Susi einen Hochzeitsantrag macht. Das ist der berühmte Kurve, wo der Franz Eberhofer mit der Winkelkelle den Verkehr geregelt hat. War genau hier. Wo doch das Elektroauto mit den Vorderreifen im Halteverbot gestanden ist. Das war dieser Durchgang vom Klassentreffen her. Da kann ich jetzt nicht dran erinnern. 75 Jahre Grundschule Niederkaltenkirchen. Das ist dieser Durchgang her. Zur Schule hin. Genau. Und da ist doch dieses Elektroauto gestanden, das war dann der schlaue Max doch dann abschleppen lassen hat, da wo ihm der Moracek gesagt hat, junger Freund, in Niederkaltenkirchen wird kein Auto abgeschleppt, der ist aber schon am Abschlepper gestanden. Da wurde die Susi dann ihren Fleischschiff. Ja, genau, mit das war Hand genau. gemacht. Ja, jetzt kommt man das schon. Das war genau der Durchgang. Das ist original der Durchgang her. Da wird hier dann extra hier ein Parkplatz aufgezeichnet hier. Da wird auch Genau. ein Parkplatz aufgezeichnet und ab hier ist dann die gestrichelte Linie, dass hier keiner mehr steht jetzt quasi. Und er ist dann mit seinem Elektroauto ungefähr bis da heringestanden. Dann hat ihm doch der Eberhofer gesagt, dem Max, ja, und steht im Halteverbot, im absoluten Halteverbot. Bloß weil er mit den vorderen Radl da ein wenig reingeschaut hat und das gestrichelt ist. Dann hat er da gesagt, der Max, Pfeil gerade, dann hat er da einen Abschleppdienst angerufen und haben ihn abschleppen lassen, einen Fleischski. Das war also hier. Auf der Baugrube ist eigentlich einmal vom Kugelkopfgeschwader, also vom neuen Film, der momentan in die Kinos läuft, ist der Lottoladen gestanden, von unserem Lotto Otto, vom bekannten Lotto Otto. Die haben damals, die Filmcrew, einen Ort gesucht, ein Gebäude, das sie vielleicht irgendwie ein bisschen, ja, ich sage, am Abfackeln können. Der Eigentümer wollte es sowieso abreißen, hat denen dann die Genehmigung gegeben, dass es anzünden dürfen. Das Ding hat also wirklich gebrannt. Es war also kein Kinofeuer, sondern das hat richtig gebrannt, das Ding. Es sind rundherum die ganzen Feuerwehren in Bereitschaft gestanden, die das dann nach der Szene, nachdem das alles erfolgreich im Kasten war, dann gelöscht haben. Also es hat nichts passieren können, es war alles doppelt und Alles dreifach voll abgesichert. unter Kontrolle, Es genau. war also alles unter Kontrolle. Aber das Ding hat also wirklich gebrannt. Das war also nicht irgendwie nur Show oder was, und das hat wirklich gebrannt. Effekt-Dingsbums. Weil das ja sowieso jetzt alles weggerissen ist, da kommt jetzt was Neues. Alles original. Genau. Seine Frau, er ihm sein ganzes Zeug abgeschmissen hat, weil auch dann aufgekommen ist, dass er mit dieser leichten Dame ein Verhältnis gehabt hat, die ja auch bei ihm gewohnt hat. Auch. Die hat bei ihm hinten draußen gewohnt, da ist nochmal so hintere Treppen, und da hat die gewohnt bei ihm. Und das ist praktisch genau Genau. über der Metzgerei. Genau. Simmel. Genau. Das mittlere Fenster. Das mittlere Fenster ist die Wohnung vom Zimmerl dann. Fällt ja am Film gar nicht so auf, gell? Das Und ist genau das Fenster. Ja? Im Film sieht man das gar nicht so. das ist genau das Fenster. Das ist genau das Fenster, ja stimmt. Jetzt hier auch Eberhofer-Fans. Ich habe alle Filme gesehen, die es bisher gibt. Ist ein Ich bin Pflichtprogramm, auch oder? Fontenhausnerin. Das Ist Pflichtprogramm, ja. Genau. Ja, wir haben von dran stehen. Okay. Und heute wollten wir da mal so eine kleine Runden dran. Wir sind jetzt wieder an einem interessanten Drehort. Für euch, liebe Fans, wir sind hier
am Feuerwehrhaus von Frontenhausen. Jetzt werdet ihr fragen, ja warum interessant? Ist daher interessant, hier wird ein Headquarter aufgebaut für die Filmcrew, wenn die wieder filmen. Die kommen jetzt im September, wird ab hier wieder das ganze Ding belagert, die Feuerwehrautos kommen alles raus. Und da wird also das Headquarter für Konstantin-Film aufgebaut. Hier laufen immer alle Drähte zusammen, da haben die Maskenbildner, da haben die ganzen Techniker, das ist alles hier untergebracht. Und von da aus fahren sie dann zu den einzelnen Drehorten immer. Wow. Und da stehen sie auch noch rum. Also praktisch volle Action. Genau, es ist also immer hier volle Action. Wie gesagt, die beziehen hier im September das Headquarter. Im September werden die ganzen Außendrehs gemacht. Und ab Oktober wird hier in Frontenhausen wieder gedreht. Da ist dann in Frontenhausen, wie wir immer sagen, Land unter, da ist dann komplett Frontenhausen gesperrt für die ganzen Bürger. Da haben dann nur die ganzen Darsteller hierher rein. Wobei es dann am Parkplatz auch alles Mögliche hingestellt haben zum Schminken, zum Kochen, zum... Also da praktisch. Genau, also diese Autos, was man jetzt so sieht hier am Parkplatz, das ist alles gesperrt hier für die Filmcrew. Das ganze Gelände hier ist alles nur noch Filmcrew dann. Das ist alles Headquarter für die komplette Filmcrew. Für 2 Monate ist das alles hier nur wirklich Headquarter her. Da ist kein Bauhof, keine Feuerwehr, nichts da. Das wird alles für diese 2 Monate hier ausgelagert. Kommt dann entweder Wahnsinn. außerhalb irgendwo versteckt, was halt alle hinkennen, die Leute. Aber hier ist nur alles voll dann für die Filmleute. So, jetzt kommen wir zu dem berühmten Friedhof. Mittlerweile ist es ein berühmter Friedhof geworden. Da gibt es mich auch schöne. In Bayern. Das ist der berühmteste Friedhof in ganz jetzt Bayern. ist der berühmteste Friedhof in Bayern. Mittlerweile sogar Auch. in ganz Süddeutschland und Norddeutschland. Auch hier gibt es Drehorte von den Eberhofer Filmen. Und da schauen wir jetzt natürlich einmal rein. So, wir haben hier in Frontenhausen jetzt am Friedhof. Der Friedhof ist ja auch ein Dreh- und Angelpunkt der ganzen Eberhofer Filme, immer wenn Beerdigung zu gestalten ist. Das macht hier eine in Frontenhausen ortsansässige Firma, Bestattungsinstitut Beck Stephan, ist auch ein Freund von uns. Ist im Film bekannt als Bestattungsinstitut Herzog. Ziemlich frisch ist hier. Ja, das müsste nämlich genau das Grund sein. Weil man sieht bei der Bestattung, bei der Beerdigung, beim Eberhofer Film, nämlich so schräg abseits die Kirche. Ja, genau. Also müsste dies, genau. Das müsste dieses Grab, weil man sieht, dass dieser Ja, genau. eingefallen ist. Ja, Und da haben sie dann immer nachgefallen und da ist auch frischer Kies drin. genau. Frei mit dem Hund da. So, jetzt haben wir den Friedhof auch gesehen. Ja. Und die originale Bestattungsstelle haben wir Genau. gesehen. So, dann gehen wir jetzt zum nächsten Jetzt gehen wir dann zum nächsten Drehort. Da schauen wir uns dann diesen Nachtclub mal an. Ja, da konnte man vielleicht auch einige, aber schon, hat leider nicht offen. Aber lasst euch überraschen, was das ist. Jetzt sind wir Auch ein Drehort. am nächsten Drehort. In dem Haus hier war einmal ein Nachtclub eingebaut. Da wohnt ein älteres Ehepaar. Die haben bis zum Schluss nicht gewusst, was in ihr Haus neu gebaut wird. Die haben sich erst ganz am Schluss erfahren, dass so ein Nachtclub eingebaut worden ist. Da ist diese Szene mit dem Nachtclub gedreht worden. Da wo der Moracek gesagt hat, zum Simmerl und Co. und zum Flötzinger, es müsste halt wieder mehr passieren. Da kann man Eberhofer wieder zurückholen nach Niederkaltenkirchen. Und da ist eben diese Idee entstanden, dann, dass sie den Maibaum umgehauen haben. Also das ist das originale Haus. Das ist das Originalhaus hier. Da ist das gedreht worden. Ja, ich glaube, die Leute haben also bis zum Schluss nicht gewusst, was da neu kommt. Interessant. Ja, denen ist es bis zum Schluss nicht gesagt, was da wirklich neu gebaut wird. Die haben das alles umgebaut und natürlich wieder zurückgebaut wieder. Es wird da wirklich in jedem Drehort, wo sie umbauen müssen, wird unheimlich viel Geld investiert, damit das so gebaut wird. So, wir haben also hier in der Bäckerei Schleich. Die Bäckerei Schleich hat insofern was mit dem Gugelhupfgeschwader zu tun, dass ein Großteil der Gugelhupfe hier aus dieser Bäckerei stammt. Man sieht es hier in der Auslage. Da haben also auch Gugelhupfe drin. Mit dem Kreisel drauf. Mit dem Geisel hier verziert drauf. Die sind hinten die kleinen Minis. Wir haben also hier Die schauen lieber aus. beim Zuckerbäcker, beim Schleich, der hier dafür verantwortlich ist, dass der Film überhaupt zustande gekommen ist.
Sonst seid ihr vielleicht wahrscheinlich die Namen gar nicht. Google hab's geschwadert. So, jetzt fahren wir zu den neuen Eberhofer Hof, der wo ab Leberkastschenke zu sehen ist. Den alten habe ich schon gefilmt und jetzt geht es zu den neuen Hof. Ja, genau. So, meine Lieben, wir sind jetzt am nächsten Drehort, am nächsten Standort, der Eberhofer Hof. Da wo sich hier immer alles abspielt, wo der Franz immer seine Scherze macht, mit dem Leopold, mit der Oma und mit seinem Vater. Und da wo auch diese Scherze mit der Susi immer abgingen. Das also ist hier der Original Schauplatz, der Original Eberhofer Hof. Nebenan, wo jetzt das Ziegelhaus steht. Das ist das Bürgermeisterhaus. Wir sind jetzt hier beim Original Bürgermeisterhaus, das was schon in jedem Film, aber nur von außen zu sehen gibt. Da werden nur die Außenaufnahmen gemacht. Die Innenaufnahmen haben wieder woanders gemacht. Das sind meistens dann Studioaufnahmen, das was extra dann so hergerichtet ist, wie das Bad, was man in dem einen gesehen hat, das ist alles extra so hergerichtet. Original, die Original-Außenansicht, so wie man es im Film auch sieht. Aber es werden halt hier nur die Außenaufnahmen gedreht, keine Innenaufnahmen. Das und dann ratet ihr mal, was hier gedreht worden ist. Was hier gedreht worden ist? Ja. Was ist hier gedreht worden? Erinnert euch mal an 75 Jahre Grundschule Niederkaltenkirchen. Ja. Das ist hier gedreht worden. Diese Empore und der Saal da unten ist für die Dreharbeiten verwendet worden für 75 Jahre Grundschule Niederkaltenkirchen. Da wo eben dieser Fleischer aus den USA angereist ist mit seinem Elektroauto. Das ist hier gedreht worden, aber das Ganze war noch vor dem Umbau noch, bevor der Saal hier umgebaut worden ist. Da war er noch im alten Zustand. Da ist das hier gedreht worden. Es ist natürlich alles neu gemacht worden nach den neuesten Brandschutzrichtlinien, nach den neuesten Brandschutzverordnungen. Es ist jetzt auf 100 Personen ohne Tische einfach gesagt worden, wir gingen nicht rein bei 100, dürfen nicht rein. Wir haben da herin in dem Saal da unten haben wir auch unsere Jahreshauptversammlungen immer und unsere größeren Treffen, wenn wir uns hier in Frontenhausen treffen, das findet alles hier statt. Das ist jetzt der Saal von unten. Was wir gerade oben gesehen haben, das sieht man jetzt von unten. Da an der Wand haben die alten Bilder noch von anno dazumal, von der Gründerzeit bis jetzt. Gasthof zur Post. Ja, genau. Der ist neu. Jetzt fahren wir ins Vereinszimmer. Jetzt fahren wir ins Vereinszimmer. Wir befinden uns jetzt hier vom Aufzug im Gasthof zur Post, das ja eigentlich das Haus der Bürger und das Haus der Vereine ist mit sehr vielen Zuschüssen, mit öffentlichen Zuschüssen saniert, renoviert und restauriert worden. Und schauen uns jetzt hier mal die Vereinszimmer an. In diesem Gasthof haben ja Vereinszimmer herin, die jeder Verein nutzen kann. Nutzen unter anderem auch wir. Wir haben jetzt hier im Vereinszimmer 1. Das ist jetzt eines der kleineren Zimmer. Da machen wir dann zum Teil unsere kleinen Versammlungen. Wenn wir zum Beispiel eine kleine Vorstandssitzung haben, da wo dann höchstens 8 oder 10 Leute da haben, dann machen wir dann hier unsere Sitzungen, da haben wir unsere Ruhe da herum. Wir werden da auch bewirtet, weil nebenan ist noch Bewirtungstheke. Ein Ausschank, der voll funktioniert, der ist extra für das gebaut worden hier. Und von da aus werden wir dann mit Getränke bewirtet. Und das Essen kommt von unten mit dem beheizten Essensaufzug. Das ist alles nach neuesten Richtlinien, nach neuesten Statuten alles umgebaut worden. Aber es sind jetzt alles hier, die ganze Reihe durch, haben jetzt mehrere Vereinszimmer. Die Deckenfresken möchte ich nur erwähnen. Die Deckenfresken waren früher schon so. Das ist alles so erhalten geblieben. Das hat natürlich die Kosten für die Restaurierung des Gasthofes hier, überhaupt des kompletten Gebäudes, enorm gesteigert. Aber das war Sinn und Zweck, dass man eben diese Deckenfresken hier alles erhält für die Nachwelt. Da hat man sieht, wie das damals ausgeschaut hat. Das ist also alles noch original. Da waren Spezialisten am Werk, die das wieder nach Originalplänen so gemacht haben, weil es war trotz alledem überall ein bisschen was abgeplatzt und das haben die nach alte Pläne wieder hergerichtet. Es schaut also wieder so aus, wie es damals erbaut worden ist, das Haus. Ja, super. Aber die sind jetzt nicht spezifisch für irgendeinen Verein, sondern die kann jetzt, wer kommt und welches gerade frei ist, einfach nutzen. Die Zimmer haben nur für die Vereine gedacht. Ja, Vereine auch. Da ist jetzt dieser neue Speisenaufzug, der dann von unten kommt. Der Aufzug ist beheizt, damit die Speisen
wo dann von unten von der Küche kommen, nicht kalt werden. Das ist extra beheizt, das Ding hier. Getränke kann man hier kaufen. Das geht alles von hier aus. Die ist auch extra eingebaut worden. Das ist eine funktionstüchtige Theke mit Ausschank hier. Das ist alles extra neu gekommen beim Umbau. Das war also früher nicht. Das waren früher Fremdenzimmer, Gästezimmer. Und das ist als Haus der Vereine und Haus der Bürger umgebaut worden, wo halt jeder Bürger hier zum Beispiel seine Veranstaltung halten kann. Es gibt hier verschiedene Räumlichkeiten. Der Saal ist da, oben die Vereinszimmer, können natürlich auch gern für die Bürger dann genutzt werden einmal.